vielleicht nach Fiorunas. Vielleicht guckt er das Emission, wann er gerade an der Vakanz sitzt. Vielleicht war er ganz ungeduldig, ob er einen wohlverdienten Congé. Vielleicht ist er schon zurück von einer Reise. Oder vielleicht bleibt er das Jahr am Sommer auch ganz einfach daheim und genießt die Schönheit von unserem Ländchen. Egal wo er sitzt oder wo er geht, ich wünsche euch einen schönen Sommer. Mit Zeit für die Batterien abzuladen, zusammen mit Freunden und Familie. Ich will auch von dieser Gelegenheit profitieren, ehe das Parlament an die Vakanz geht und ich selber meinen sogenannten digitalen Detox machen, für ein Kehr kurz zurück auf das politische Jahr bis zu gucken und noch auf was uns am zweiten Halbjahr erwartet. 2016 war das Jahr, wo wir durch den Brexit an unserem Fundament gerüsselt goufen, und wo die Wahl von einem neuen amerikanischen Präsident die amerikanisch-europäische Relationen an Institutionen, die hinter dem Ende des Zweiten Weltkriegs für die Weltordnung sorgen, stark aufgestellt haben. 2017 war dann das Jahr von der Remonte, wo wir nicht zurückgekommen sind, nachdem wir ein Kehr geschuddert haben, sind wir aufgestanden und haben dezidiert, nicht abzugehen, mehr aus der Krise an den Krisen eine Chance zu machen. Wir haben nicht nur eine Diskussion über die Zukunft von Europa lanciert, aber wir haben auch konkrete Resultate für die Bürger in Europa geliefert. Ein von diesen Resultaten kennt ihr, das merkt ihr an ihrem Portemonnaie den Ende von den Roaming-Kosten. Ihr benutzt euren Telefon in Europa genau gleich, wie wenn ihr daheim wärt. Es bleibt nach für den zweiten Teil des Jahres zu überwachen, ob die Operateure sich auch an den Geist vom Gesetz halten und nicht durch Handeldiere probieren, dem Konsument nächstes Geld aus der Tasche zu ziehen. Und wir werden auch dieses Jahr weiterhin daran arbeiten, und der Logik von Europa ohne Grenzen, dass zum Beispiel Telefonsgespräche an Europa selbst behandelt gehen. Es kann ja nicht sein, dass es am Ausland mehr billig ist, zu telefonieren, wie wenn man das selbst von Lützeburg an das Ausland möchte. Los kriegen wir einen digitalen Binnenmarkt, den auch seinen Namen verdient. Dann vom Roaming möchten an die Opportunitäten für digitale Entreprisen ab. Sie können Services anbieten, die auch auf der Reise mehr accessibel sind. Die Affären vom Datenschutzgesetz wird ein Meilenstein sein. Aus vielen nationalen Datenschutzgesetzen wird einheitlich für ganz Europa gemacht. Alle Entreprisen gehen selbst behandelt. Die Kleinen von uns, die wollen raus. Aber auch die Großen, die von da draußen wollen bei uns, die müssen sich auch an die Rechte und Gesetze halten. Und dann könnte die EU-Präsidenz von einem kleinen Land, was ganz weit ist an Digitalisierung, Estland. Und da besteht die seriöse Hoffnung, dass richtig Fortschritte gemacht werden am Bereich vom Copyright, dem unfairen Geoblocking oder am Bereich von unseren digitalen Netzwerken, für uns fit zu machen für das digitale Zeitalter. Als Lützeburger wissen wir ja ganz genau, dass kleine EU-Länder ganz kapabel sind, wichtige Themen auf die Agenda zu bringen und sie auch durchzusetzen. Estland könnte an dem Sinn eine positive Überraschung geben. Die digitale Entwicklung von unserer Gesellschaft ist nämlich essentiell. Das ist aber nicht der einzige Bereich, wo man vorankommen muss. Wir müssen auch Standards zum Beispiel am internationalen Handel setzen. Zum Beispiel bei den bilateralen Handelsabkommen zwischen Europa und anderen Ländern der Welt. Wir können in dem Kontext keine unfaire Konkurrenz zulassen. Wir müssen mehr Instrumente haben, für uns mehr zu verteidigen, für unsere Industrie mehr zu stärken. Dumping europäische Marché muss schwer, sogar unmöglich gemacht werden. Null Toleranz also gegenüber dem Sozialdumping. Und da will ich auch den sozialen Dumping dranbringen, weil wir müssen die Regeln überschaffen für die sogenannten Travailleurs détachés, für die besser zu reglementieren. Die Entsenderichtlinie
muss überschafft gehen, für dat die Leute, die an einem anderen Land schaffen, das machen zu derselbechter Pei, für dieselbecht Erbecht, op derselbechter Erbesplatz. Das kann ja aber bald nicht so viel verlangt sein. Die Europäische Union kriegt an den letzten Zeiten immer mehr Zustimmung bei den Leuten. Es bläst die Wand von der Veränderung. Nach keine Ursache für zu triumphieren. Wir können die neue Energie aber für neue Projekte nutzen. Und es ist lo oder nie. Bon, lo ist Vakanz. Zeit für die Batterien abzuladen, für Prätze sie für die politische Rentrée. Aber bei der politischen Rentrée gilt es umzuziehen und Führung zu machen. Für den Moment aber von dieser Platz eine ganz schöne Vakanz.